weiss mittlerweile auch wenn wir immer noch ein bisschen hinten hucken, dass wir eigentlich 99% aus Energie bestehen. Oder dass alles da eigentlich Schwingung ist. Alles ist Schwingung. Auch das, was wir vermeintlich als Materie wahrnehmen, wie zum Beispiel der Bildschirm, wo du reinschaust, ist auch nur Schwingung in einer gewissen Frequenz, wo das zur festen Form macht. Aber eigentlich ist alles Schwingung. Das heisst, wir sowie unsere Gegenstände, sowie unsere Mitmenschen sind eigentlich alle in Schwingung. Und wenn du die ganze Zeit negative Gedanken quasi in deinem Geist und in dein Feld hinein tust, dann strahlst du das auch aus. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn andere Menschen die Schwingungen wahrnehmen. Wenn du zum Beispiel negative Gedanken hast über einen Kollegen und weil er dir blöd zugespielt hat oder dir irgendwie etwas weggenommen hat, was eigentlich dein Anspruch wäre und du das immer wieder in deinem Geist redest und du dein energetischen Feld hast, dann musst du dich nicht verwundern, wenn dein Kollege dann auch das downloadet in dem Feld und das halt irgendwie mitbekommt, auch wenn du das nicht direkt sagst. Und ich glaube auch, je klarer wir unser Feld machen, je ich würde sagen, je Gleiches zieht Gleiches an. Das heisst, wenn du in deinem Feld eigentlich 'ne negative Stimmung hast, ziehst du negative Stimmungen an. Und wenn du 'ne positive Stimmung in deinem Feld hast, ziehst du positive Stimmungen an. Das kann dann halt auch sein, dass du wirklich mal Kompliment von aussen bekommst, anstatt dass dich wieder der Nächste beleidigt. Oder dass, dir irgendetwas auffällt, wo dich zum Karrieredurchbruch bringt, anstatt dass dich wieder als Opfer siehst, dass nichts vorwärts geht oder schon wieder 'ne Woche nichts gegangen ist, oder? Das ist, und ich glaube halt auch immer mehr, dass schlechtes Essen, totes Essen oder auch die Lebensmittel, die wir im Laden kaufen, die werden eigentlich unreif geerntet, kommen über keine Ahnung wie weit, von anderen Kontinenten in unseren Laden. Oftmals kaufen die Menschen immer noch Unbio. Das ist auch noch gespritzt, das hat auch noch Pestizide dran und viele glauben noch gar nicht daran, dass das schadet, aber angenommen, es verändert uns wirklich. Angenommen, dass alles, was wir zu uns nehmen, verändert unser Energiefeld. Das heisst, wir können schon rein, ohne dass wir wirklich etwas in unserem, ich sage mal, in unserem Gedanken Oberstübli ändern, können wir es vielleicht auch schon mit Ernährung machen, indem dass wir gesunde Lebensmittel zu uns nehmen, dass wir uns wohlfühlen, dass auch unser Körper die Wohltätigkeit ausstrahlt. Und zum Beispiel in den 4 Einsichten, in dem Buch vom Alberto Villoldo, da geht's um Schamanen, um Laika und jetzt habe ich grad vergessen, was war und die bei denen ist auch der höchste, ich sage jetzt mal, der höchste Weg, wo du kannst wandeln, geht's eigentlich auch darum, dass du rein und nur mit deinem Wesen mit deiner Anwesenheit heilst und Menschen beeinflussst. Und das merke ich auch immer wieder, oder? Wenn man das mal so gehört hat. Ihr kennt es vielleicht auch, ihr habt einen Mensch, der ist mit euch mega nett, aber sobald ein anderer rum ist, mit dem redet er ganz anders, oder? Das hat vielleicht mit eurem, würde ich jetzt behaupten, mit eurem Energiefeld zu tun, wie ihr mit ihm sind. Oder wie ihr seid. Und wenn ihr einfach ein reines Energiefeld habt allen gegenüber, wenn ihr nicht irgendwie, jemanden schlecht redet oder das Gefühl habt, der andere ist, oder das ist die Böse, das sind die Guten, sondern wenn ihr Verständnis für alle habt, wie Jesus sagt, die andere Wange anheben, sich nicht schlagen lassen, sondern Verständnis haben für alle, nicht etwas ist gut, etwas ist schlecht, sondern es ist einfach. Und es ist einfach so eigentlich durchs Leben geht und in eurer Mitte sind, dann verstehe ich das immer mehr, was er da schreibt, dass dann die Schamanen eigentlich heilen, ohne dass sie überhaupt mit Menschen reden und in Kontakt kommen, weil sie halten einfach eine Frequenz in sich. Die Frequenz strahlt aus. Und da können wir jetzt eben zusammenfügen mit zum Beispiel „Living in the End“ von Neville Goddard, wo sagt, du musst dein Gefühl bereits oder du musst innerlich bereits so sein, so laufen, so denken, so fühlen, so überzeugt sein von deinem Endziel. Du musst es bereits jetzt sein, dann verkörperst du jetzt und wenn's du jetzt hast, ziehst du das an. Oder du kannst nichts anziehen, wo du nicht bist. Das heisst, wenn du träumst: „Oh Mann, ich hätte so gern“ und du den Mangel fühlst, dann kommt das nie zu dir. Du musst bereits jetzt der Mensch sein. Und so kannst du deine Frequenz, egal was du möchtest, kannst du in deinem Inneren verankern. Du kannst im Inneren verankern, dass du so der Überzeugung bist, dass du, wenn Menschen in dein Umfeld kommen, dass die geheilt werden oder was weiß ich, oder? Und das verstehe ich auch immer mehr und realisiere es auch immer mehr in der Aussenwelt, eben wie Menschen jetzt auf mich zukommen. Und jetzt auch immer mehr durch das, dass ich jetzt eben auch bewusster esse, auch einmal meditiere, kein Koffein mehr zu mir nehme, kein Zucker mehr zu mir nehme, kein Social Media mehr nutze. Ja, dann mögen die einen sagen: du verbietest dir alles.“ Aber nein, ich sehe einen effektiv positiven,
Wandel für mein Leben. Es muss natürlich nicht für jeden stimmen. Es gibt sicherlich auch Menschen, die wollen einfach nur das ganze Leben gamen und sind glücklich damit, aber ich habe andere Ziele. Und das sind wertvolle Ziele für mich, wertvolle, Errungenschaften, die ich mir jetzt da angeeignet habe, dass ich da auch wirklich kann, ja, mit Stolz jetzt auch dahinterstehen und auch mir sagen: „Hey, das hätte ich vor ein paar Jahren nie gedacht, dass ich einfach auf Zucker verzichte oder das und das.“ Aber so habe ich halt auch ich sage mal, die Störfrequenz in meinem energetischen Feld nicht mehr. Was für meine Arbeit als Lebensberater sehr wahrscheinlich sehr wichtig ist. Für jemanden, der halt sich halt als, keine Ahnung, Game-Opfer sieht, ist es nicht relevant oder wahrscheinlich nicht. Aber für mich ist das je besser ich das verstehe, ein anstrebender Wert, dass ich 'ne kleine Frequenz habe in mir. Dass auch die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wo ich die Ehre habe dürfen zusammenarbeiten, dass die von dem profitieren und ich sie nicht vergifte mit irgendetwasem, wo ich vielleicht gar nicht merke, sondern dass sie rein von meiner Frequenz können, haben, in dem Sinn, oder? Ohne dass ich jetzt gross Arbeit muss machen. Und, die psychologische Arbeit kann man dann immer noch machen, aber ich habe da einfach das Feld und das tut mir ja grad selber so gut, das zu wissen, dass ich da so viel mitreden kann für meine Arbeit, oder? Dass ich immer noch höher auf kann steigen, noch besser kann für mich schauen, dass ich auch für andere besser kann schauen. Und das ist etwas mega Schönes, oder? Jetzt einfach für mich, klar, es gibt Menschen, die leben ihr Leben und für die sind glücklich in dem, dass sie vom Morgen bis am Abend die gleiche Arbeit und Tätigkeit machen, nie überlegen über ihr Leben. Es ist ja auch alles okay, eben, es ist alles, wie es ist. Es gilt's nicht zu werten. Es gilt's nicht zu werten, sondern halt einfach, ja, jeder lebt in dem Sinne sein Leben. Akzeptieren, dass der eine das so will und der andere das so will. Auch eben nicht verurteilen, nicht irgendjemandem nach 3 Jahren Sachen nachhängen, die er damals gemacht hat, weil du bindest dich energetisch in deiner Frequenz an das an. Das heisst, du hinderst dich am Weiterkommen. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, ich will nicht sagen, dass es nicht vielleicht für den einen oder anderen nötig ist, aber einfach, dass das ins Bewusstsein gerufen wird, dass wir uns halt vielleicht einfach, wenn wir weiterhin so agieren in unserem Energiefeld, das platziert haben und das halt auch wieder anziehen. Und wenn einem das bewusst wird und dann wird man schauen, dass man sein Energiefeld in dem Sinn säubert, weil ja, wenn man weiss: „Okay, ich muss ja gar nichts verändern, wenn ich mich verändere, wenn ich schaue, dass ich mich verändere und ich weiss, dass Gleiches Gleiches anzieht“, dann kann man die hermetischen Gesetze anschauen, man kann Neville Goddard hören mit „Living in the End“, man kann jetzt eben auch da die 4 Einsichten kann man anschauen, die und alle auch, zum Beispiel auch in der Bibel, überall, es steht das Gleiche und wenn man das weiss, dann weiss man: „Okay, ich habe Probleme mit meinem Chef“, dann geht man nicht schauen, was hat der Chef alles falsch gemacht und was kann ich im Aussen ändern, sondern man fragt sich: „Wie bin ich in mir innen mit meinem Chef, wo halt ich ihn meiner Frequenz so am Leben, dass er so auf mich muss reagieren? Wo bewerte ich ihn? Wo gebe ich ihm die Rolle, dass er die mir wieder muss zurückspiegeln? Oder auch mit Kollegen oder auch egal mit wem. Und das ist das Schöne an dieser Arbeit. Man muss im Aussen nichts ändern. Wenn man einen scheiß Job hat, der einem nicht gefällt, dann schaut man aufs Ich, wo den Job ins Leben gerufen hat und versucht herauszufinden: „Warum bin ich in dieser Lage? Was haltet mich dran?“ Und wenn ich dann die ganze Zeit merke, so ich rede: was für ein scheiß Job, wieso muss ich immer die scheiß Arbeit machen? Warum kann's nicht wie den anderen laufen?“ Dann merke ich irgendwann so, ich binde mich selber dran, weil diese Frequenz habe ich in meinem Inneren. Ich glaube, dass ich das Opfer bin von meinem Schaffen. Das ist die Frequenz, die sich vertieft und das ist die sich dann wieder anzieht. Und wenn man das weiss, wird man wählerisch. Man wird wirklich wählerisch und das geht nicht X Jahre. Das geht nicht X Jahre. Das geht verstehen, anwenden. Anwenden, Erfolg sehen. Der Erfolg gibt neue Glaubenssätze, bestätigt die neuen Glaubenssätze. Also, zuerst ist es einfach einmal 'ne Idee. Und 'ne Idee wird zu 'ner Erfahrung und die Erfahrung wird irgendwann zu 'ner festen Annahme, zu 'nem Glaubenssatz. Und wenn's 'n Glaubenssatz ist der permanent in deinem Energiefeld. Wenn du davon überzeugt bist, dass der Himmel blau ist, dann hast du die oder nein, das ist jetzt 'n blödes Beispiel. Wenn du davon überzeugt bist, dass dir immer alle, an Karren fahren, dann ist das ein Glaubenssatz, das ist deine Energie, wie innen so außen, du ziehst das wieder an, der andere spielt nur die Rolle, aber du bist dann der ihm wieder sagt: „Was für 'n frecher Siech, mir so blöd tun.“ Aber eigentlich hast du die Frequenz in dir aufgebaut, oder? Und das ist das Schöne, wenn man das weiss, dann ist man nicht mehr Opfer von den Umständen, weil die Umstände du bist die Ursache.
von den Umständen, die du erlebst. Und dann weißt du auch, ich kann mein Inneres ändern, ich kann die Frequenz ändern, ich kann Gedanken ändern. Und das Schöne ist, auf dem Weg, es ist jeden Tag wie eine neue Erkenntnis, oder? Man lernt immer wieder zu, aber eben, man muss es anwenden. Nur die Anwendung gibt eine Erfahrung und wenn du eine Erfahrung mit positiv verbinden, das ist wie früher haben wir eine Erfahrung gemacht mit negativ, vor 20 Jahren und die hast du heute noch in deinem Kopf. Das heisst, wenn du positive Erfahrungen machst, die wieder machst, wird das immer mehr ein Glaubenssatz und irgendwann musst du dein Leben nicht mehr steuern. Du kannst es einmal am Anfang auf einen Weg leiten, wo du sagst: «Hey, dorthin will ich.» Jetzt bist gezielt alles das am Weg lassen, was nicht zu dem Ziel passt und alles das integrieren, wo dich an das Ziel bringt. Und nachher, wenn du an dem Ziel bist, bist du vielleicht einmal an einem Ort, wo du kannst sagen: «Ah, ich kann jetzt mal getrost sein.» Aber durch das, dass wir immer wachsen und immer irgendwie Hunger haben, werden wir wahrscheinlich an dem Ziel nicht ruhen. Aber jetzt weisst du, ich kann es immer steuern. Ich glaube, die erste Weiche stellen, das erste Mal die Weiche stellen, ist, glaube ich, das Schwierigste. Aus all diesen, Vorgeschichten raus, aus all diesen Geschichten, die wir uns selber erzählt haben, die wir von unseren Eltern gehört haben, aus der Rolle von deinem Vater, wo du von der Mutter, wo du vielleicht nicht mehr rauskommst, und nachdem deine Kinder ausgezogen sind, aus der Rolle vom verlorenen oder wie soll ich sagen, vom verlassenen Ehepartner, wo dir immer noch nachhängt. Dann wirst du immer wieder erleben. Oder die Sachen kommen dir wieder ins Leben, weil es ist in deiner Signatur und der Neville hat schön gesagt, du kannst nichts anziehen, was nicht deiner Natur entspricht. Und Name bedeutet Natur, hat er gesagt. Das heißt, du musst zu der Natur werden von dem, was du in der Welt erfahren willst. Und das wirst du nur in dem, dass du anfängst, die Natur zu verkörpern. Oder? Wenn du Sänger werden willst, dann musst du anfangen zu singen. Das ist das wäre die Natur von einem Sänger, dass du singst. Wie du damit anfängst und wo auch immer, das ist natürlich ja, haltet einem der Verstand halt wieder zurück, weil ich habe ja keine gute Stimme, was denken die anderen? Und, da lachen doch meine Kollegen und ich selber finde auch, dass ich keine gute Stimme habe. Genau, und dann ist es Glaubenssatz, das ist in deiner Energie. Dann sagt dir dein Kollege plötzlich wieder, tönst du manchmal schon ein bisschen schräg, wenn du am Reden bist und dann hast du die Bestätigung wieder: «Oh Mann, ich kann ja echt nicht singen.» Würdest du aber anfangen zu singen und dich gut fühlen dabei, dann wirst du hören: «Hey, du hast eine gute Stimme.» Es tut dich auch wieder, bestätigen. Aber solange wir negativ mit uns reden, kommt das immer wieder und irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich glauben, es sind alle sind gemein und wir sind das wirklich. Wir tun uns mit unserer Rolle so in dermaßen identifizieren, dass wir das den Anschein macht, dass wir das sind. Aber wenn uns bewusst wird, dass wir die Ursache gesetzt haben und eigentlich nur erntet, dann müssen wir das unterbrechen, bis, sagen wir mal, die Ernte, wo wir die Ursache in der Vergangenheit gesetzt haben, aufhört und anfängt die neue Saat, die wir geben, anfängt ernten. Dann ändert sich's. Aber solange wir immer wieder sagen: «Habe ich's doch gewusst, dass der» und schon wieder, jetzt habe ich wieder Bestätigung, so knebeln wir uns immer an unseren alten Zustand fest und kommen nie aus dem raus.